Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkst du, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Hier kommt nu Nummer 3 von Geschichte uit onze Geschichte, verteld von George Rampel, der nu wohnhaft ist in Winkler, Manitoba. Het handelt sich weiter von wo gespielt wordt in Blumenort, bij Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico, als Kenia, thuis oder ook aan een show. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 3. Ditmaal vertellen we wat davon, wat we Kinder uns an de 1930er en 1940er Jahren für Spielsachen mögen zum Band damit spielen, wann das war da Büten nicht schön genug wird zum Spielen. Ein von diesen Dingen, die wir uns zum Spielen mögen, wir das. Wir sagten uns uit Mutter ihre sogenannte Knopfdose einen sehr großen Knopf, nehmen ungefähr einen Meter langen Tütenband oder Wallband und trocken den erst durch dort eine Loch am Knopf und dann trägt ich dort ein überstehende Loch und bungen den Band dann taub und werden dann reit den Knopf hanen trägt mit großer Geschwindigkeit drehen oder flitzen zu merken. Um den Knopf am Hanen drehen zu bringen, hält wir den doppelten Band so, dass der Knopf ungefähr in der Mitte vom Band wäre. Schlenken den Knopf dann so lang immer denselben Weg rum den doppelten Band, bis die Länge ganz strahl gedreht wäre. Und dann wir ans Spiel reit den großen Knopf Hanen flitzen merken. Wir trocken den doppelten, sehr drahlgedrehten Band einfach stief und dann dreht der Knopf einen Weg herum. Und wenn der Band gleich getrocken wäre, dann legt wir den in Bett Schlaub, kriegt zu der rechten Zeit und gerade sehr genug, dass der Schwung von dem drehenden Knopf den Band den anderen Weg drehen kann. Und wenn der weiter ganz lang drahlgedreht wäre und der Knopf zum Stonen kommen will, dann trocken wir den Band weiter schwind ganz stief und dann dreht der Knopf den anderen Weg herum. Und so können wir diesen Knopf ohne ein Hahnenträgflitzen merken, solange wir wollen. Bloß damit, dass wir den doppelten Band immer zu der rechten Zeit kriegt stief genug trocken und dann wieder kriegt zu der rechten Zeit kriegt lang genug, kriegt schlapp genug halten, zum wieder den anderen Weg drehen und dann wieder stief trocken. Wer von euch kann das primitive Spielding von der noch merken und am Hahn und Träg drehen merken? Unsere Großkinder haben von der viele andere, viele dierere, modernere Spielsachen, aber wer weiß, vielleicht würden die meisten Kinder auch nur noch hier mal mit so einer einfachen Billardspielsachen spielen. Andere Spielsachen, die wir uns selbst merken, wären ein Daumenbrett, eine Art Bingo-Blatt, oder auch ein Game, wo wir uns molden, wozu wir zum Spielen Kneippbrückten in eine Mail nannten. Und verschiedene andere Games, von wo ich nicht mehr Namen habe. Und dann gibt es bei uns damals auch all ein Knipsbrat oder Knipstash. Ein Knipstash spielt uns vorher auch sehr gut. Knipstash spielen ist das einzige Spiel, von wo ich mich besinnen kann, das vorher mit uns Junges taub gespielt hat. Die verschiedenen Spiele, wo wir uns selbst merken, spielen wir auch manchmal mit den Mädchen, mit unseren Schwestern taub. Aber meistens spielten wir die kleineren Mädchen mit ihren Pappen und dabei spielen wir Junges meistens nicht gern mit. Meine jüngeren Brüder und viele andere kleine Jungs hatten in Blumenort in den 1940er Jahren auch all ganz andere Spielsachen als Olegumreifen und dann gefahrene eiserne Baggerreifen, mit wo wir in den 1930er Jahren rumkollerten. Die Blumenortsche Schuljungs hatten in der Lot 1940er und Anfangs 50er Jahren meest aller Schmacke sogenannte Foutwagens.
kickscooters zum Raum fahren. Da, wo Büros all in den Wälder houden, da mögen die ratere Jungs manchmal fortwährend für ihre jüngere Brüder. Einige von den Büros ihrer Jungs wohnen noch nicht in den Wälder houden, die leiten sich die fortwährend oder die kickscooters von so einen Büros ihrer Jungs merken, wohnen all Wälders houden. Einige mögen diese Scooters von Grund ab, Räder und alles, aber andere kauften Fordje von 6x10 große Gummreifenräder, dann wo große Voetwegen sein soll, oder wo große Jungwehe, die den fahren wollen, und mögen die davon. Meine jüngsten Feierbrüder kriegen jeder einen schmacken Kickscooter zu Weihnachten. Und wenigstens einer, der Radste, hat fern all eine Windreif. Von dieser Weihnacht und von dem vielen Spaß, was sie mit diesen Scooters gehabt haben, davon kann und soll Bruder Hein noch was vertellen. Denn davon weiß er viel mehr als ich. Mit diesen schmacken Voetwegens oder Kickscooters fuhren die Blumenursche Jungs sehr viel. Viele von ihnen fuhren sehr Jahren auch die Post holen von Isaac F. Gürtzens, wo jeder Darbscher Bühr seinen Postbox hat. Alle Blumenurte ihre Post kam in die Quoctemok Post Office in den Apartado Nummer 84 Boxen nennen, und von da holt ein Bühr die, brachte die nach Gürtzens, und Onkel Gürtzen sagt noch, dass jeder noch bei seine Post an seinen Box hinenkam. Ein Voetwagen mit Gummreifenräder wäre einem Fahrrad oder einem Bicycle all sehr ähnlich. Und die Schuljungs dürfen so eine Wagen damals meistens all haben und fahren an Blumenort. Aber die geratere Jungs dürfen noch lang nicht mit Freiheit von ihren Vaters Fahrräder oder Bicycles haben. Denn die Oms verboten die Vaterstadt, ihre Jungs so eine Fahrt haben zu lassen. Als mein ein Bruder dann aber doch mal ein Fahrrad gekauft hat und auch damit fuhr, dann stahl der Vater so ein bisschen streng zu reden und sagt ihm, dort ist doch noch immer von der Oms verboten, einen Bicycle zu haben. Und ich will haben, dass du den aufstunden sollst. Mein Bruder, der vielleicht so ein bisschen äußerlich wie über diese Vermahnung, ging sein Fahrrad holen und schluchtet in zwei. Und als der Vater das antwortet, dann sagt er zu seinem Sohn, meinem Bruder, warum hast du den Bicycle in zwei geschlagen? So wie das nicht gemeint. Du hast dir den verkaufen gekonnt. Und mein Bruder sagt dann, wenn das für mich eine Sinn ist, den Bicycle zu fahren, dann wird je dort auch für einen anderen Mensch eine Sinn sein. Für so eine Antwort wird der Vater scheinbar nicht reid, denn er sieht wieder nicht, drei bloß Armen ging von am Weg. Was spielt wie als Kinder in den 1930er Jahren, waren viele Kinder, wo am Sonntag noch fassbar oder zwischen zwei Diensten an irgendeinem Abend, wo taub wären, wenn die mit ihren Eltern taub wo spazieren gegangen wären. In jener Zeit, als wir in Mexiko abwassen, dann gingen die Lied noch viel mehr spazieren als die dort von der tun. Die meisten Eltern gingen am Sonntag noch fassbar vielmals Dorf spazieren, viel Völker als dort von der wird. Und wenn die Eltern am Dorf spazieren gingen, dann nehmen sie natürlicherweise auch ihre Kinder mit dahin. Und was spielt wie Kinder dort an, wenn 2, 3 oder mehr paar Eltern, wo taub spazieren und alle ihre Kinder mitgebracht haben. Jungs und Mädchen spielten meistens nicht taub.
Aber bei so einer Gelegenheit, wenn am Sonntag noch Vesper in einem Haus, wo mehrere paar Eltern taub spazierten, und ihre Kinder da büten auf dem Hoftop spielten, dann spielten die 7 Battieren oder 11-jährige Jungs und merkes manchmal taub so was aus Gripa oder Verstärker. Oder auch, wenn das so traf, dass so eine Familie am Sommer, am Alltag oder am Sonntag, so als die Eltern dort manchmal nannten, zwischen 2 Dienster taub, wo spazierten. Wenn unsere Eltern sehen zwischen 2 Dienster, dann glaube ich, meinten sie damit, das erste Part von einem langen Sommerabend, von wann das noch Tag ist, bis das Dienster wird. Wort oder womit spielten Schulkinder in unseren Schuljahren auf die sogenannten Spielstunden oder Pausen. Die Jungs und die Mädels sollten an der Schule nicht durcheinander, so als wir dort hier in Kanada gewarnt geworden sind, und die dürfen dort während der Spielstunden oder Pausen auch nicht taub spielen. Die kleineren Schuljungs spielten in unseren Schuljahren manchmal Gripa und so was, und die größeren Jungs spielten in unserem Dorf, wenn der Schullehrer dort tolleit, am liebsten Baseball. Aber dann, wenn gewisse Vorderstadt gesehen hatten, dort wie Baseball spielten, und von dem Dorfschuld verlangten, dass er dem Schullehrer sagen soll, dass er die Jungs das Spiel verbieten soll, dann seht er uns, dass er der Schullehrer sieht uns, dass wir lieber was anderes spielen sollen. Und wenn das dann mal wieder passiert wäre, dann spielt wie gerade die Jungs manchmal verartelte der Huschje. Aber das Huschje spielen ging uns lang nicht so gut als das Baseball spielen. Und dann früh wie unserem Schullehrer baut, ob wir nicht weiter dürfen Baseball spielen. Und meistens seht ihr dann, wir dürfen weiter Baseball spielen, aber wir dürfen dort auch mal 2 Bases haben. Und dann spielt wir ein paar Jahre Baseball mit 2 Bases, aber das schafft nicht gut. Dann, wenn ein Jung den Ball wieder wegschlug, dann greifen die vielen Jungs den Eierhai bei der gleichen überliegende Base heim. Und wenn er den Ball weniger weit wegschlug, dann greifen die Jungs den Spieler, wo er unbedingt zurückkommen musste, nach der Homebase. So dass fast kein Mal wer einen Rund merken kann. Und wenn wir ein paar Jahre mit 2 Bases gespielt haben, dann gingen ein paar Jungs dem Schullehrer sagen, das Baseballspielen schafft gar nicht mit bloß 2 Bases. Und diese Jungs frühen dann, ob wir wenigstens noch eine 3. Base brauchen können. Und meistens gab uns Lehrer das Tau. Und wenn wir noch ein paar Jahre mit 3 Bases gespielt haben, dann waren wir uns einig, wir würden die 4. Base ungefragt auch weiterbrocken. So wird an der Blumenart-Schule in Mexiko als Ektor Schuljung wir, und so wird auch noch als Ektor mein 2. und 3. Schullehrerjahr Schullehrer wir. Am Anfang in meinem 1. Jahr als Schullehrer in Blumenart, aber spielten die Jungs was anderes. Einige von meinen Schuljungs fuhren in den Jahren all mit angenommenen Truckfahrer taub nach den Vereinigten Staaten von Amerika und holten Ackergerätschaft von dort ein Haus zum Verkaufen. Und meine Schuljungs wussten scheinbar gereicht, was damit alle verbunden werden. Sie spielten so, dass einige von einem Truckfahrer wären und Farmergerätschaft von der US holten, und andere Jungs wären Grenzbeamte, bewohner der Gerätschaftsfahrer ihre Fuhrengerätschaft verzahlen mussten. Und noch andere Schuljungs hatten Benzinstationen, Gasstationen, wo die Truckfahrer ihren Benzin kaufen mussten. Und so weiter. Diese Schuljungs fall bei diesem Spiel immer noch mehr bei. Und mit einmal einen Tag hatten die meisten Jungs alle Brillen ab. Sie hatten sich von Isadrot einige ziemlich schmacke und andere weniger schmacke Brillen gemerkt. Alle Brillen hatten natürlicherweise keine Gläser, aber mal leicht zum durchkicken. Und dann, mit einmal einen Tag hatten 2 Jungs sich ihre Brillen an der Schule abgesagt, während der Schulzeit. Und als ich dort sah, dass diese beiden Jungs ihre Brillen abhatten und offensichtlich damit Spaß merken wollen, dann sehe ich, die beiden kommen hier nach meinen Dash. Sie gripsten plötzlich beide nur ihre Brillen und wollen die aufnehmen. Und dann sehe ich unbedachterweise,
je kommen her, zoals je dat nu haben. En dan maakt ik meesvoorts, dat had ik niet zeggen gezult. Dan deze jongens treurige gezichten zo te zijn, dat wenigstens bij dem einen gezicht, dat eine uur maar avond en dat andere überhaupt nicht durch de Brille checkt, dat zag zo spaßig, dat ik einfach loslachen moest. En als ik loslacht, dan lachten nicht maar deze beiden jongens, aber alle Schulkinder. En dan likken deze beiden jongens vriendelijke gezichten meer bij spuchje brillen bij. Aber wat zal ik nu met deze jongens doen, wo verstraft hadden om in Dash komen gemoest? Ik kon die nu doch niet streng behandelen, wanneer ik zelfs over dat komische gelot van twee treurig uitlotende gezichten zo zag, dat ik gar nicht bij ihre scheive spuchgebrillen bijpasten. Aber dan zie ik einfach, je beid en al de andere jongens drocht hun brillen eruit en leicht die buiten onder de trappen. En wieder haben wir die Büten bei jenem Spielen brocken, aber keiner durfte mehr mit bringen. Zu dit will Bruder Hein vielleicht auch noch was sagen. Und nu, was spielten die Schulmerkes auf die Spielstunden? Die Schulmerkes spielten so eine Spielsauce. Wir ziehen durch durch eine goldene Brücke. Oder es kommen zwei Herren aus Mohrenland. Oder sie spielten Gripa oder Schnäppeldjukje und so weiter. Und vielleicht soll noch mal eine Früh vertalen, wo diese Spiele gespielt wurden. Denn ich kann von diesen Spielen nicht schrecklich Wort vertalen. Ich habe, wenn die Merkes dort nicht gut annehmen können, dass ich bloß einmal mit den Jungs Top Baseball oder Husch gespielt und nicht mit einem Top auch mal was spielt, dann habe ich mit den Schulmerkes Top auch noch mal Schnäppeldjukje gespielt. Aber das ist alles. Ich fehlt nicht recht gut, wie mit den Schulmerkes top was spielen. Und dort dit so wäre, dort mir auch vielleicht dort bei uns nicht die Schulmerkes und die Schuljungs top spielen dürfen. Nächstes Mal vertellen wir uns was von, wo wir als Kinder und Jugend in den 1930er, 1940er Jahren in einem mennonitischen Dorf in Chihuahua, Mexiko, arbeiten lehrten. Aber nächstes Mal.